Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir haben jetzt 3 Minuten nach Abpfiff oder sowas. Ich versuche das mal jetzt so emotionslos runterzukriegen, wie es gerade so geht. Ja? Von daher fangen wir einfach erstmal, bevor ich irgendetwas sage, fangen wir heute mal mit den Statistiken an. Ja, 2:2 das Ergebnis. Ballbesitz 51:48 oder 52:48. Abseits 1:3, Fouls 6:8, Zweikämpfe 53:47, Schüsse aufs Tor 9:5, Schüsse insgesamt 16:13, Ecken 7:4, angekommene Pässe 421:488, Flanken 11:5. Schüsse insgesamt Goretzka 2, Kane 2, Leimer 1. Auf unserer Seite Torschussvorlagen Tell 1, gewonnene Zweikämpfe Müller 9, Leimer 7, Sané 6. Ballkontakte 118 Kim, Upa 89, Leimer 82. Ja, die Statistiken sprechen schon spiegeln schon einiges wider. Zu der Spielerbewertung gleich, aber kommen wir erstmal zum Spiel. Ich nehme auch die Brille ab, sonst beschlägt die gleich vor Wut. Erstmal haben wir ein interessantes Spiel gesehen, erste Halbzeit. Ersten 20 Minuten waren wir klar das bessere Team, waren die besten 20 Minuten, die ich seit langer Zeit gesehen habe, weil wir endlich mal rausgekommen sind und gezeigt haben, wer wir sind, dass wir der FC Bayern sind. Wir haben Ehrgeiz gehabt, wir haben Biss gehabt, wir haben Galligkeit gehabt, alle waren heiß. Kimmich hat einigermaßen seine Posi sogar gehalten. Leon war richtig stark die ersten 20 Minuten. Sehr gutes Spiel. Dann haben wir uns selber aus dem Spiel genommen durch einen Fehlpass von Minjay, durch 2 Fehlpässe von Kimmich mitten im Aufbau. Klar, haben dann das Tor gekriegt durch einen Freistoß. I don't know, ob man den so geben muss. Ja, der Leverkusener Spieler war eher am Ball. Beide gehen zum Ball, beide haben das Bein oben. I don't know, ja, kannst du sehr wahrscheinlich geben, musst du den geben. Eine andere Frage, keine Ahnung. Passt aber ins heutige Bild. Schiedsrichterleistung sehe ich bei einer 5, Alter. Nicht nur auf Bayern-Seite, auf beiden Seiten. Aber er hat uns heute schon, ja, klar benachteiligt. Und das sage ich ohne rosarote Brille. Das Foul zum Freistoß kannst du geben. Wie gesagt, Leverkusener Spieler war eher am Ball. Alles gut. Aber wenn man den Elfmeter gibt, den er gegeben hat, wo der Hofmann da schön sich auf den Boden schmeißt und so tut, als wäre ihm gerade die Knochen kaputt getreten, der kleine Wichser, Alter. Dann musst du vorher den Elfer bei Musiala auch geben. Punkt. Nur weil Musiala den Ball noch irgendwie Richtung Tor bekommen hat, gibt es dann keinen Elfmeter oder was? Das war beides ungefähr dasselbe. Es gab einen Kontakt, nur Musiala macht da nicht so eine Show raus, wie es der Hofmann gemacht hat. Absolut lächerlich. Steht in kein Verhältnis. Ich bin fassungslos über diese Entscheidung, sage ich euch, wie es ist. Klar war ein Kontakt da. Logisch, der war minimal. Er schmeißt sich da hin und dreht sich da schön rein. Er hat nur einen leichten Kontakt gespürt. Gleich reingedreht, à la Andi Möller-Manier. Richtig starke Leistung. Wie gesagt, klar kannst du ihn geben, es ist ein Kontakt da, aber da musst du ihn vorher auf der anderen Seite halt auch geben. Ja, dann ist das eine Linie, dann kommen wir damit klar, dann ist das kein Problem. Gibt er den Elfer für Musiala nicht, hat er den Elfer auch nicht zu geben. Punkt. Ja, gut, meine Meinung dazu. Wie gesagt, ersten 20 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft. Da gab es gar keine Zweifel. Bis zur 25. war es noch einigermaßen auf Augenhöhe, die 5 Minuten. Danach hat eigentlich nur noch Leverkusen gespielt. Ja, wir haben uns komplett selber aus dem Spiel genommen, haben uns selber verunsichert, waren total unsicher. Kimmich war wieder nicht auf seiner Sechserposition, war wieder überall, nur nicht dort. Ja, haben es dann in die Pause gekriegt. Obwohl man sagen muss, die letzten 5 Minuten erster Halbzeit haben wir dann nochmal Druck gemacht. Da haben wir auf einmal wieder die Kurve gekriegt. Dann ging das wieder. Ja, aber so, wir haben uns 20 Minuten Verschnaufpause erster Halbzeit gegönnt. Zweite Halbzeit war dann, ja, beide waren mit dem 1:1 zufrieden, hatte man das Gefühl. Beide haben versucht, einen sicheren Aufbau zu machen. Sollte sich irgendwo durch eine Torchance ergeben, ja, dann nutzt man sie. Sollte sich keine ergeben, sind wir auch alle mit dem 1:1 zufrieden. So kam es zumindest rüber auf beiden Seiten. Dazu hat man gemerkt, dass einige Spieler sehr müde waren. Gerade so ein Harry Kane, der war gefühlt schon nach 50 Minuten müde, da hätte sie ihn schon auswechseln können. Ja, das hast du gesehen. Und
Von daher war die zweite Halbzeit echt super langweilig. Ja. Bis zu der Chance von Wirtz, der am Pfosten ging, was nochmal so ein Hallo-Wach-Effekt war. Da ging das Spiel ja nochmal los. Und natürlich auch unsere Einwechslung von Mathis Tell, die schon viel, ich kann gar nicht auch so oft viel sagen, wie er hätte eher kommen müssen, weil Gnabry wieder ein Totalausfall war. Ich weiß nicht, warum man den Kerl da 70 Minuten rumdümpeln lässt, ist für mich ein Unding, sage ich euch ganz ehrlich. Traurig, dass man da nicht einfach mal, ich meine, wir sehen, was der Tell jedes Mal abliefert. Ja, Punkt. Ja, zweite Halbzeit war es dann Rumdümpeln auf Augenhöhe, viele Ballverluste, viele unnötige Ballverluste im Aufbau auf beiden Seiten. Keiner konnte so wirklich, wie sagt man, das ausnutzen. Ja. Wie gesagt, es war auf Augenhöhe. Am Ende des Tages geht das Unentschieden auch in Ordnung. Ja, wir haben es doch gerade in den Statistiken gesehen, ziemlich ausgeglichen, keine Frage. Wir hatten die klareren Chancen. Ja, wir hatten auch 1, 2 Chancen mehr wie Leverkusen, so richtige Chancen meiner Meinung nach. Alles gut, aber nochmal, der Umstand, wie es passiert ist, passt halt wieder nicht. Ja, auf der einen Seite wird so gemessen, auf der anderen Seite so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum überhaupt noch nicht mal irgendwie Kontakt am Hörer entstanden ist bei der Szene mit Musiala. Wurde einfach durchgewunken, Arschlecken. Und auf der anderen Seite dann halt nicht. Ja, das ist schon wild. Ansonsten, der Schiri hat auch sonst keine gute Figur gemacht, in meinen Augen. Ja, also. Aber gut. Sind wir mittlerweile gewohnt, muss man leider so sagen. Ich bin echt keiner, der irgendwie sich auf Schiris einschießt oder sowas. Und ja, am Ende des Tages lag es jetzt nicht am Schiedsrichter, dass wir nur zu 2-2 gespielt haben. Auch wenn so kurzer Schluss natürlich du noch nicht mehr viel Einfluss nehmen kannst. Aber du hast die zweite Halbzeit halt nicht weiter nach vorne gespielt. Du hast sie mit dem 1-1 abgefunden und hast dann am Ende das 2-2 bekommen. So, fertig. Bist du selber schuld. Ja, hättest du vielleicht weiter Fußball gespielt. Ja, vielleicht hättest du 3-1 gemacht, vielleicht hättest du 1-3 gekriegt, weiß man nicht. So, am Ende des Tages muss man dann mit dem 2-2 zufrieden sein. Wie gesagt, aber der Umstand, wie es passiert ist, der darf einen aufregen und der regt mich auf. Ändert nichts daran, dass wir auch nichts dafür getan haben, dass wir das Spiel dann am Ende des Tages gewinnen. Ja, muss man mal auch fairerweise so sagen. Ja, gut. Ich denke, damit haben wir das Spiel aufgearbeitet. Sind wir wirklich schlauer wie vor dem Spiel? Ich denke nicht. Wir haben dieselben Schwächen gesehen bei den einzelnen Spielern auf unserer Seite. Ja, aber da gehen wir jetzt einmal durch. Fahren mal runter ein bisschen. Ne? Also wir machen mal ganz kurz Schiri Note 5 für mich. Tuchel. Ja, Tuchel kannst du wenig vorwerfen eigentlich heute. Abgesehen, dass er Gnabry zu lang durchgezogen hat, meiner Meinung nach, und dass er Müller so früh rausgenommen hat, habe ich auch nicht verstanden. Weil Müller, wir haben es auch gerade in den Statistiken gesehen, war der Mann vorne, ja. Der gelaufen ist, der geackert hat, der angekurbelt hat, der auch mal versuchte, das Spiel zu schnell zu machen und nicht wie ein Leroy heute den Ball anzunehmen und dann wieder 10 Minuten mit dem Ball am Fuß zu laufen, sondern Müller hat auch mal tropfen lassen, hat versucht, mal den Direktpass zu spielen. Habe ich leider nicht ganz verstanden, warum man den Müller dann nach 60 Minuten rausgenommen hat. Ja, er ist nicht mehr der Jüngste und so, aber er hat jetzt auf mich noch nicht den Eindruck gemacht, als wäre er komplett platt. Ja, dann hätte man auch eher sagen können, komm, ich nehme mal den Gnabry raus und bring Musiala rein. Hätten Musiala mal kurz über links gespielt, oder du hättest komplett gewechselt, hättest halt den Müller auf rechts gestellt und Leroy nach links mal für 10, 15 Minuten und dann hättest du den Tell gebracht, hättest den Müller rausgenommen. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber ja, das Spiel ist nur noch dahin geplätschert. Von daher, keine Ahnung, wollte er da vielleicht durch die Mitte einfach mal ein paar Akzente setzen. Ich weiß es nicht. Also will man den Tuchel heute auf jeden Fall eine Note 3 geben. So, Ulle würde ich heute auch eine 3 geben. Ja, am 11er war er noch dran. Am Freistoß können wir heute das Sommerthema aufmachen. Haben ihm 5 Zentimeter gefehlt. War super getreten, der Freistoß. Der 11er war auch zu hart geschossen. Ulle war noch leicht dran. Ansonsten, ja, 1-2 Mal war er sehr unsicher, hat man gemerkt, dass er kein Manuel Neuer ist. Auch die Bälle, die er lang gespielt hat heute teilweise, die waren dann einfach so, hier Leverkusen, habt ihr den Ball, anstatt da irgendwie nochmal versuchen, irgendwo auf dem Spieler zu spielen, der wenigstens von uns ist, der vielleicht nochmal ein Kopfballduell gehen kann oder sowas. Aber ja,
gut, das ist halt Ulle, das ist, was der Ulle kann. Ansonsten hat er 2, 3 Riesendinger heute pariert. Auch die eine, die er selber verschuldet hat, die Chance. Dann das eine Mal, wo abseits war, es hätte eh nicht gezählt, aber hat er super pariert. Also im Großen und Ganzen würde ich ihn bei einer 3 sehen. Minjay sehe ich, ich muss mich echt zusammenreißen, Leute. Ja, das sind 2-2 ist, geben wir ihm ausreichend. Ne, ich gebe ihm mangelhaft, Alter. Es war eine 5 für mich heute. Punkt. Ja, ich verstehe es, die Rechtfertigung nicht mehr. Wenn der nächste Spiel aufläuft gegen United, Alter, dann weiß ich es nicht mehr. Sag ich euch, wie es ist. Woran mache ich das fest? Erste Halbzeit, er war mit der Faktor, der Leverkusen zurück ins Spiel gebracht hat. Mit dem sein Pass da, hat auch 2, 3 Mal den Kimmich richtig beschissen angespielt. Dann den Fehlpass geht direkt in die Mitte, Alter. Dann läuft er erste Halbzeit bis 15 Meter hinter der Mittellinie, um dann zu merken, ach ja, was mache ich denn jetzt hier? Oh, ich habe gar keine Anspielstation. Ach, spiele ich den Ball mal an den Spieler, der 1 Meter neben mir steht und trab dann mal langsam zurück. Dann war ein Ballverlust da, bis er wieder hinten war Weihnachten. Das Ding, ja, und zweite Halbzeit, das Riesending, was der Leverkusen aufgelegt hat, Alto Betty. Das ist ein Innenverteidiger. Das kannst du dir nicht erlauben, ja. Und das Aufbauspiel, wofür er so groß gelobt wird, habe ich heute auch nicht gesehen. Unsere Innenverteidiger haben heute kein Aufbauspiel gemacht. Das war nur Quergeschiebe. Nicht mehr, nicht weniger. Von daher war das für mich heute mangelhaft. Du kannst froh sein, dass Leverkusen das wirklich nicht bestraft hat, ja. Muss man mal ganz klar so sagen. Leimer für mich eine 2. Leimer war heute eine Maschine, Alter, auf Rechtsverteidigerposition, wie ich schon gesagt habe. Leider komplett verschenkt, ja. Aber selbst da hast du gesehen, wie er beißt, wie er reingeht, wie viele Bälle er allein im Vorfeld schon wegarbeitet, dass der Gegner gar nicht erst in Angriff fahren kann. Hat man dann auch gesehen, wo er dann auf der 6 gespielt hat. Ist er zum Teil auch noch verschenkt, hat man dann gesehen, wenn wir den Ball hatten und er mal rausschieben konnte, da hat er 2, 3 Mal den Ball direkt in der Leverkusener Hälfte zurückerobert, ja. Deswegen ist er einfach die Pressingmaschine, ist der Achter schlechthin. Punkt. Ja. Aber wir haben halt aktuell keinen Sechser. So, von daher ist er dann da die beste Option. Für mich ein super Spiel gemacht. Von daher für mich die Note 2. Upa würde ich eine 3 geben. Upa hat eine souveräne Leistung gebracht, hat 2, 3 Mal super stark gemacht gegen Boniface. Hat aber auch erste Halbzeit so einen super Aufbau, Fehlpass drin gehabt, der Leverkusen schön in die Beine gespielt hat. Aber ansonsten was eine gute Leistung. Er war auf jeden Fall der Stabilisator da hinten, ja, der es einigermaßen zusammengehalten hat. Davis ist ganz schwer zu beurteilen heute. Ja, wenn ich Upa nur eine 3 gebe, kriegt Davis eine 4. Defensiv war das gar nichts, Alter. Erste Halbzeit wurde er da überrannt von Leverkusen. Er kam gar nicht in den Zweikampf, ist heute sogar 2-mal stehen geblieben, hat gar nicht den Sprint mit nach hinten gemacht, hat sich immer gedacht, komm, macht schon irgendeiner. Beste Beispiel war, dass einmal Leroy auf der Seite mit nach hinten gehen musste und abgelaufen hat, anstatt dass dann Davis war. Nach vorne dann auch keinerlei Ideen, 2, 3 Mal versucht, sich da verdribbelt. War kein gutes Spiel von Fonsi, ja. Und defensiv war es ein Graus, Alter. Muss man sagen, defensiv war das gar nichts. Ja, er hat dann 2, 3 Aktionen defensiv dann weggearbeitet. Aber wie oft er halt da hinten, wie oft Leverkusen über die Seite zu einer Flanke kam oder zu einer Hereingabe. Einmal war Wirtz, erste Halbzeit war es, wo der quer durch den 16er geht, der Ball, Alter. Kannst du eigentlich nicht bringen, ja. Also von daher für mich eine 4. Müller habe ich stark gesehen. Müller würde ich heute eine 2 geben. War gerade in den ersten 20 Minuten, wo wir stark waren, Dreh- und Angelpunkt. Ja, was vorne anbelangt. Hat das Pressing koordiniert, das, was Müller immer macht. Hat auch mit nach hinten gearbeitet, hat vorne versucht, das Spiel auch schnell zu machen, wie ich schon gesagt habe vorhin. Nicht nur immer den Ball angenommen und gedreht und geguckt und erstmal 50 Kilometer gelaufen mit dem Ball. Nee, hat gesucht, zack, bam, Passspiel, bam, bam. Er hat versucht, hat mir gut gefallen, von daher, wie gesagt, für mich eine 2. Leon würde ich heute eine gute 3 geben. Erste 20 Minuten war er richtig stark. Ansonsten fand ich ihn über die 60 Minuten, die Kimmich spielen durfte. Zu dem Thema kommen wir noch, Leute, zum Schluss. Macht euch keine Sorgen. War er auf jeden Fall der bessere von beiden.
Wobei er mir dann teilweise zu offensiv war, aber ich denke, das war der Taktik geschuldet, dass wir mit einem klaren Sechser gespielt haben, mit einem klaren Achter heute und nicht nebeneinander. Ansonsten hat er ein, zwei Mal den Raum ganz gut genutzt, den er gekriegt hat, hatte mit der einen Kopfballchance noch Pech, den hat er einfach nicht, den hat er einfach blind aufs Tor geköpft und köpft den Radetzky da, der braucht sie nur so machen und bäm, ja. Macht da eine riesen Show raus, dass er den Ball gehalten hat. Schade, hätte er den ein bisschen platzierter, hätte er ein bisschen geguckt, hätte den platziert eingeschoben, Alter, hätte ich ihm super gegönnt, hat das Tor ja dann noch gemacht. Wird ihm gut tun. Fand es auch gut, dass er die Kapitänsbinde gekriegt hat. Ja, von daher eine gute 3. Wie gesagt, er ist leider, so wie die gesamte Mannschaft, erste Halbzeit die 20 Minuten von der 20. bis zur 40. komplett abgetaucht. Da ist die ganze Mannschaft komplett abgetaucht, kannst keinen rausnehmen. Vielleicht der Müller, der ein bisschen versucht hat, dagegen zu arbeiten. Und zweite Halbzeit, ja, stand er halt oft einfach in der gegnerischen Hälfte und hat am Spiel nicht teilgenommen, weil wir gar nicht mehr irgendwie versucht haben, den Ball mal irgendwie nach vorne zu spielen. Wir haben handballmäßig hinten rumgespielt. Von daher will ich ihm da gar nicht so einen großen Vorwurf machen. War auf jeden Fall die richtige Antwort auf seine Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft und ich denke, ja, auf die Leistung kann man aufbauen, ja. Ich denke mal, eine 3 plus ist okay. Ja, ich weiß, jetzt kommt er wieder. Er hat aber ein Tor gemacht, es muss eine klare 2 sein, wenn du Müller eine 2 gibst. Ja, komm, Leute, ganz ehrlich. Wenn ich da den Ball kriege, schiebe ich den selber auch noch ein. Also muss jetzt auch mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Hätte er den ersten Kopfball reingemacht, wäre ich bei euch gewesen. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht, ja. So, Punkt. Muss auch mal eine 3 plus ausreichen. Gnabry für mich Note 5, Alter. Das war nicht ausreichend, das war mangelhaft. Punkt. Ersten, I don't know, 40 Minuten der ersten Halbzeit, Totalausfall. Haben wir mit 10 Mann gespielt. Vielleicht mit 10,2 Mann. Dann die letzten 5 Minuten, wo wir nochmal Druck gemacht haben, war Gnabry mal zugegen. Ja, da war er anwesend. Zweite Halbzeit war das dann wieder, ja, ich bin mal hier, ich habe aber eigentlich gar keinen Bock und ich krieg trotzdem 17 Millionen von euch. Alter. Darfst du nicht mehr aufstellen, den Mann. Ganz ehrlich nicht. Guckt euch an, was ein Tell abliefert, Alter. Punkt. Brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Gnabry muss Nummer 4 sein. Punkt. Ja. Weiß nicht, was mit dem Koman ist. Saß er auf der Bank oder was? Ne, saß er noch nicht mal. Also ist er wahrscheinlich noch nicht fit oder was. Ja. Nee. Ich hätte den letzten Tell direkt von Anfang an bringen können. Also ganz ehrlich. Junge. Und dann 70 Minuten mit durchgeschliffen, den Mann, Alter, habe ich nicht verstanden. Kimmich würde ich heute, Pass auf, ich gebe den Leon eine 2 und den Kimmich eine 3 minus. Ja, so machen wir's. Ich revidiere den Goretzka, wir geben Goretzka eine 2, eine klare 2. Ja, so machen wir's. Auch wenn ich Leimer noch einen Tacken stärker fand, auf jeden Fall. Aber dann sagen wir Leimer eine 2, Goretzka eine 2 minus. Kimmich ist auf jeden Fall eine Note schlechter, war locker eine 3 minus. Ich will jetzt keine 4 geben, weil, wie gesagt, die ersten 20 Minuten hat er die Position echt mal konsequent gehalten. Er hat echt einen klaren Sechser gespielt. Und dann auf einmal wieder so, nö, ich bin da jetzt nicht mehr. Das ist mir jetzt zu dumm, ich bin nicht auffällig genug, ich darf jetzt auch keine Ecken mehr schießen. Ich muss jetzt wieder vorne rumtanzen wie so ein Idiot. Und der Raum war wieder frei. Na, Leverkusen konnte dann dadurch komplett durchspielen. Ganz wild. Weiß ich nicht, wurde komplett zu Recht ausgewechselt. Endlich. Ich warte seit 1,5 Jahren darauf. Danke, lieber Fußballgott. Wenn man ein verfickter Sechser sein möchte, wenn er sich da hinstellt und sagt, ja, ich bin ein Sechser. Ja, dann halt auch diese verkackte Position, Alter. Erst recht, wenn wir gegen Leverkusen spielen. Das kannst du gegen Bochum, kannst du dir so eine Faxen erlauben, aber nicht gegen so eine Mannschaft. Und erst recht nicht in der Champions League dann. Also ganz ehrlich, zu Recht ausgewechselt, hat er endlich mal die Schelle gekriegt, die er verdient hat. Auch wenn er mir dann wieder super sympathisch war, wo das Tor gefallen ist. Dann zeigt er immer seinen Ehrgeiz, aber auf dem Platz heute auch wieder gar nichts. Ja? Keinerlei Anweisung an irgendwen. Müller hat das alles geleitet und Goretzka hat sich ab und wann mal
dann aufgeschwungen, auch mal was zu sagen. Neben Leroy sogar, vom Kimmich wieder gar nichts. Ja, ich bin auf dem Platz, ja, ich bin auch nicht so gut drauf heute, weil ich keine Ecken schießen darf. Alter, wir haben heute wenigstens mal gefährliche Ecken gesehen, die wenigstens mal mit ein bisschen Power in den 16er geflogen sind. Wild. Wild, wild, wild. Aber ich habe Kimmich jetzt auch nicht so schlecht gesehen, obwohl er hatte 1, 2 richtig harte Ballverluste wieder. 1, 2, komm, ich gebe Kimmich eine 4, Alter. Komm, müssen heute auch mal klare Kante machen. Kimmich eine 4. Wenn ich daran denke, wie er auch hinten 1, 2 Mal wieder in den Zweikampf gegangen ist und nicht auf der Position war. Also für mich sah es heute so aus, als spielen wir mit einem klaren 6er, und wenn das so war, dann ist Kimmich eine 4. Dann hat das nicht gut gemacht. Leroy Sané. Jetzt muss ich gucken, was ich für Noten verteilt habe. Leroy gebe ich eine 3. Ja, Leroy gebe ich eine 3. War super bemüht, hat auch wirklich 1, 2 richtig starke Defensivaktionen gehabt. Wir haben es auch gesehen, bei den Zweikämpfen war er vorne mit dabei. Was mir heute nicht gefallen hat, ist dieses ewig lange Ball am Fuß. Ja, klar, in manchen Situationen logisch, weil keinerlei Bewegung war, statisches Spiel, Leverkusen hat die Räume zugemacht und so, keine Anspielstation, alles gut. Dann nimmst du den Ball am Fuß, aber er hat so super selten mal den Leimer mitgenommen, der ihn echt immer hinterlaufen hat oder angedeutet hat zu hinterlaufen, wenn er den Ball da hinkriegt. Hat er leider gar nicht gemacht. Habe ich nicht ganz verstanden, warum. Fand ich ein bisschen schade. Da wäre ein bisschen mehr gegangen, auch mal so flankentechnisch. Aber ansonsten, er war auffällig vorne, ja, wie die ganzen letzten Wochen. Also es war kein Abfall seiner Leistung oder sowas. Wie gesagt, war bemüht, hat sich 1, 2 Mal abgewunken, aber hat das auch dann gleich wieder revidiert und hat gleich wieder Gas gegeben. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. So, die Körpersprache war auf jeden Fall eine bessere. Den einen Schuss habe ich nicht verstanden, warum er da nicht direkt geschossen hatte dann und dann nochmal einen Haken gemacht hat und dann erst geschossen hat. Das war ein bisschen wild. Aber ansonsten war es gut, ja, aber halt, ja, anhand der Punkte, die ich gesagt habe, für mich eine 3. Harry Kane war heute leider auch nix. Ja, muss man auch mal so klar sagen. Lag natürlich auch wieder daran, dass nicht wirklich Bälle kamen. Würde ich eine 3 minus geben, weil der Tor hat er gemacht. Ja, da stand er richtig, hat das Ding eingenickt. Alles gut. Die zweite Riesenchance, die er hatte, hat der Radetzky leider gut gehalten. Ja, da wüsste ich jetzt auch nicht, was er hätte anders machen können. Das war schon okay. Komm, geben wir ein Heavy eine 3, weil er hat wenigstens das Tor gemacht. Wenn ich Goretzka wegen dem Tor die bessere Note gegeben hat, dann kriegt er jetzt auch die klare 3 und Punkt. Aber ansonsten war er einfach komplett in der Luft gehangen, ja. Man hat's gesehen, dass er teilweise hat er auf der linken defensiven Seite beim Davis geholfen. Also ganz wilde Geschichte. Ja. That's the game. Wie gesagt, am Ende des Abends ist das unentschieden leistungstechnisch gerecht. Ja, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages, wie es zustande gekommen ist, ist halt wieder einfach, hat halt einfach wieder ein Geschmäckle. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Gut, kommen wir noch kurz zu den Auswechselspielern. Musiala, der 35 Minuten auf 40 mit Nachspielzeit auf dem Platz war. Auch er wieder viel zu egoistisch, Alter. Ich habe den Fernseher angeschrien, ich habe einen Kackreiz gekriegt. Alto Baby, wenn er das nicht wieder langsam mal wieder abstellt, ja, und auch mal wieder ein bisschen ins Kombinationsspiel kommt. Es ist ja okay, wenn er 5, 10 Meter hinter der Mittellinie den Ball kriegt. Dass er dann erstmal 1, 2 Spieler stehen lässt. Alles gut, verstehe ich, kann er seine Einzelaktion fahren. Das ist ja auch seine Stärke, um dann in den Raum zu kommen, der frei ist. Aber dann muss er den Ball spielen. Verkackt nochmal, muss er dann den Ball spielen. Entweder nach außen oder auf dem Heavy. Tief in die Spitze. Wofür steht der Heavy da? Das kommt nicht. Nein, ich dribbel weiter. Ich dribbel. Ich mache einen Diego Maradona bis 1 Meter vor der Ziellinie und schieb ihn ein. So, das ist das Gefühl, was du aktuell bei Musiala hast. Alter, wenn er das nicht ganz schnell wieder ablegt, ganz ehrlich, sage ich euch, dann wird er nicht mehr wie zu 60 Minuten eingewechselt werden für Müller. Ja, das geht nicht. Da vorne steht jetzt ein Harry Kane, Alter. So, den musst du auch mal einsetzen. Ja, und nicht einen Kopf runter und ich dribbel und verliere den Ball. Alto Belly, ey.
Ja, wenn da mal keine Anspielstation ist, weil alles steht, weil heute zweite Halbzeit Rumpimmeln angesagt war, alles gut, kannst du das ja machen, kannst du das versuchen. Keine Frage. Aber das in einer Tour und nicht erst in dem Spiel, auch in den letzten Spielen schon. Ja, immer den Kopf unten und dann dribbeln, dribbeln, dribbeln. Nicht mal einmal den Kopf gehoben, um mal den Ball irgendwie mal schnell zu machen, nach außen zu legen oder mal auf Harry Kane zu legen. Ganz schwierig, Alter. So sehr ich ihn mag, so guter, begnadeter Fußballer ist, das muss auf jeden Fall wieder anders werden, ja. Schupo, weiß ich nicht, 10 Minuten können wir relativ wenig bewerten. Mathis Tell, wie immer, kommt rein, gibt Gas. So, Punkt. Ja, da klappt vielleicht dann auch nicht mal alles, dass mal der eine Ball da auf Leroy oder beziehungsweise Leroy war ein bisschen Abstimmungsprobleme, hat ihn schlecht dann rübergelegt. Ja, hat dann das Ding vorbereitet. Ja, fertig. Musst du von Anfang an bringen, brauchst einen Gnabry nicht aufstellen, Alter. Obwohl ist ja Champions League, da hat ein Gnabry vielleicht wieder 10% mehr Lust. Zumindest für 60 Minuten vielleicht. So, die Leute müssen jetzt mal langsam belohnt werden. Punkt. Ja. Da zählt auch nicht mehr diese Ausreden, hey, ist noch ein junger Jungs. So, hat das Spiel davor ein Tor gemacht, jetzt das Tor vorbereitet. Punkt. Was hat ein Gnabry geleistet? Nix, also raus auf die Bank. Fertig. Punkt. Dass ein Delicht nicht gespielt hat, Alter, krieg ich so eine Krawatte. Ja. Also wenn der im nächsten Spiel nicht für Minjay auf dem Platz steht, I don't know. I don't know. Nochmal, Minjay, super sympathischer Typ. Ich denke auch, er wird uns weiterbringen. Aber in dieser Form, die er aktuell hat, ja. No way, Alter. No way. Du kannst nicht bei anderen das Leistungsprinzip jetzt langsam mal anwenden, sodass du wechselst mal einen Kimmich aus. Bringst du mal den Tell jetzt einen Tacken eher, ja, obwohl das immer noch nicht genug ist, meines Erachtens nach, für so einen Gnabry, habe ich ja gerade erläutert. Und dann setzt er den Licht auf die Bank und der muss sich angucken, wie Minjay Spiel für Spiel da einen Knaller nach dem anderen reißt. Ja, aus den Knallern ist bisher relativ wenig passiert. Kann er sich einerseits beim Ulle bedanken und bei seinen Mitspielern. Aber das ist doch kein Zustand, Leute. Also ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. Mats Rui dann in der 61. für Kimmich. Ja, war wie immer unterm Tuchel so ein Leistungsniveau. Ja, war nicht schlecht, war nicht super gut. Fairerweise muss man sagen, dass er aber auch in die Phase kam, wo wir nach vorne einfach keinen Bock mehr hatten. Beziehungsweise nicht. Was heißt kein Bock? Kein Bock möchte ich nicht sagen, aber wir waren nicht bereit, das Risiko zu gehen. Ne? Wir waren nicht bereit zu sagen, komm, wir gehen jetzt das Risiko, so wie erste Halbzeit, die letzten 5 Minuten und versuchen die Leverkusener an die Wand zu spielen. Was wir hätten können, haben wir in den ersten 20 Minuten gezeigt, dass wir dazu fähig sind. Aber ich schiebe das jetzt mal auf die Länderspielpause, dass wir erst kurz zusammen waren, dass die Jungs platt waren und so weiter, dass man sich das dann, war Leverkusen ja genauso auf der anderen Seite, dass man sich das dann nicht zutraut zu sagen, so, wir gehen jetzt aber nochmal 110% in der zweiten Halbzeit, kann man dann verstehen, war auch auf beiden Seiten dann so, von daher hat er super schwer gehabt, er konnte eigentlich den Ball nur quer nach hinten und ganz, ganz selten mal auf dem Leroy nach vorne spielen. Ja, viel mehr war halt einfach nicht drin. So, muss man mal fairerweise so sagen, wo er reinkam. Ist dann halt ein bisschen undankbar, auf so einer Position dann reinzukommen, wenn das Spiel so läuft. Ja, das ist meine Meinung zu dem Spiel. Mittlerweile habe ich mich wieder ein bisschen mehr beruhigt. Aber die Elfmeterentscheidung hat mich einfach nochmal abschließend. Ja, es war eine minimale Berührung da. Dass der Hofmann war es, dann da so ein, meine ich, ne, nicht, dass ich jetzt ihm Unrecht tue, dann da so eine Andi Möller-Nummer rausmacht. Hut ab dafür, ja. Und dass er dann auch erstmal 3 Minuten liegt, damit auch dann genug Zeit da ist, dass da mal jemand drauf gucken kann. Alles gut. Ist kein sportliches Verhalten, muss jeder Spieler so für sich wissen. Dass man das für seine Mannschaft versucht, kann ich irgendwo nachvollziehen. Wenn man den gibt, dann muss man den vorher auch geben. Weil da gab es auch Berührungen. Ja. Punkt. So. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, oh nee, das reicht jetzt hier aber nicht für den Elfmeter, weil der war ja sogar noch am Ball und hatte eine Torchance. Der andere Spieler war einfach an der Außenkante vom 16er, wo es noch nicht mehr um eine Torchance ging, ja, wo es eigentlich um gar nichts ging.
und kriegt dann 11 Meter. Also, Leute, das ist eine Sache, die in meinen Augen nicht passt. Ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr Dortmunder, Schalker, sonst was seid. Vielleicht habe ich da eine rosa-rote Brille auf. Ich weiß es nicht. Guckt euch gerne beide Szenen an. Für mich muss dann da eine klare Linie herrschen, ja. Entweder gibt man beide oder man gibt keinen und alles ist gut. Ob es dann 2-1 ausgegangen ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Vielleicht hätte Leverkusen noch das Tor gemacht, ja. Völlig okay. Wie gesagt, das Ergebnis ist völlig in Ordnung. Das ist leistungsgerecht, das ist unentschieden, Punkt. Auch wenn wir dann vielleicht in Summe gesehen die etwas besseren Chancen hatten. Dafür hatte Leverkusen noch den Pfostenschuss da in der Schlussphase und so weiter. Also, wir haben es an den Statistiken gesehen. Am Ende des Tages war das Ergebnis leistungsgerecht, ist unentschieden, Punkt. So. Aber die Art und Weise ist, was einen auf die Palme bringt. Gut, zu unserer Mannschaft. Ja, es war okay. Gute 20 Minuten, dann haben wir den Faden verloren, warum auch immer. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt nur am Kimmich festmachen, aber Fakt ist, er war nicht mehr auf der Position, wo er 20 Minuten lang war. Min-Jae und Upa haben ihn aber auch dann ein bisschen im Stich gelassen, auch mit den Fehlern im Aufbauspiel. Dann fällt das natürlich auf, wenn der Sechser nicht an seiner Position ist. Wenn die schon den Ball da verlieren, muss man fairerweise auch sagen. Dann gute 5 Minuten nochmal gehabt, richtig Gas gegeben, habe ich gehabt. Der Hoffnung, kommen wir aus der Halbzeit und geben wenigstens mal so 15 Minuten Vollgas irgendwie. Aber gefühlt, hatten wir nicht die Risikobereitschaft. Was ich verstehen kann, ja, wie gesagt, Leverkusen eine gute Form, Top-Mannschaft, brauchen wir nicht drum rumreden. Leverkusen hat genauso gedacht und dadurch war es dann dieses Spiel, was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben. Dass es dann zum Ende nochmal hektisch wird, wenn wir ein Tor machen oder auch umgekehrt, hätte Leverkusen das Tor gemacht, dann hätten wir natürlich auch nochmal alles nach vorn geworfen. Das ist doch klar, ja. So, bevor ich mich jetzt zum 10. Mal wiederhole, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Ich persönlich bin nicht viel schlauer, was unser Leistungspotenzial angeht. Harry Kane hängt immer noch zu sehr in der Luft. Der Kimmich rafft den Sechser immer noch nicht. War abzusehen. Min-Jae ist ein Risiko, Sicherheitsfaktor da hinten in der Kette. Davis ist super schwach in der Defensive aktuell. Wir können festhalten, dass Sané immer noch gute Form hat. Und dass ein Harry Kane, auch wenn er nicht im Spiel eingebunden ist, auf jeden Fall Tore macht. Das ist im Moment irgendwie unsere Versicherung. Es ist Leistungspotenzial da. Wir haben aber auch gute 25, 30 Minuten gesehen, insgesamt auf die 90 Minuten gesehen von unserer Mannschaft. Also es war alles drin in dem Spiel, auch Emotionen und das ist, worauf es am Ende des Tages ankommt. Also, wie immer, haut mir gerne eure Meinung rein. Rot-weiße Grüße gehen raus an alle Mann. Bis dann. Tschüssi.